Goedemorgen. Ik weet dat vielleicht zei je dat al niet aan je waren, we zijn weggefahren, maar ze hadden allemaal schön, dat we terug zijn. We hadden een Lehrerschool, wo wir noch vielleicht auch plötzlich was sagen, mitgemerkt als Lehrer von unserer neuen Schule. Und ich will erstens mal Dankeschön sagen, dass dass wir da können und als nicht aus der Schulkurs gekommen, dass wir von Betsy gekommen, so Dankeschön für uns halten, dass wir können vor. Und dann haben wir das geschätzt, dass wir 5 Lehrer können, eine Weg taub in das selbe Haus wohnen und fertig war. Oder uns mit Zahnlehrer, dort hat geschätzt schon gehabt. Und dann habe ich so viel gelernt. Und ich will mir 2 Minuten Zeit nehmen, bloß zu mir und sagen, was wir dort deuten, dass die nicht bloß glauben, wir sind vorhin spaziert. So, da waren 5 Klassen. Und der Mann, der unsere Klassen jäuft, der hat sein ganzes Leben Gott gewählt als Lehrer. Und der hat eine Teil Erfahrung. In der ersten Klasse, wo wir kriegen, der hat Saviduria, also Weisheit. Und der geht ut von dort, wir können nicht eine Schule proben, christlich zu machen, indem wir nach dem Besten von Gott vertellen in der Schule. Also alle Weisheit kommt von Gott. In jeder Klasse, gerade nur, dass das dann Sciences, Historie oder Mathematik ist, das soll alles den Ursprung haben an Gott sein Wort. Und dass wir für mich frisch diese Begeisterung, wir können nicht proben, bis eine feine Schule zu haben. Wir machen uns von Gott und Weisheit schenken zum Schule haben. Die zweite Klasse, wo wir hatten, wir 5 Sätze von wo Kinder lernen. Also unsere Schule geht nicht aus von, dass wir wollen Recht und Rechten, wir wollen den Kindern die Gelegenheit geben, Recht zu lernen. Und das ist eine große Herausforderung. Die brauchten das Beispiel, wenn wir ein Elefant, ein Tiger, eine Mitz und ein Fisch sein, die sollen alle am Baum abkriepen, die würden eigentlich bloß nicht abkriepen. In der Schule werden sie angegläst, dass alle Kinder sollen Charakter selber tun und das ist nicht gebütet. Die dritte Klasse, wo wir hatten, wo merken wir in der Schule, so dass das schaffen wird. Wer das Wort und wo da wir das, wie nicht alle lernen, der andere soll das tun, dass jeder einer weiß, was das ist. Die 4. Klasse, wo da wir das mit den Älteren taupen, eine gute Gemeinschaft lernen und eine Kippe schaffen. So, wo können wir das tun, dass die Mama und Papa und die Lehrer in der Schule alle taub an den selben Strang gerieten. Und dann die letzte, die 5. Klasse, wo brauchen wir die Beker, wo wir uns entschlossen haben zu brauchen. So, wir hatten so ja geschafft. Und ich frage euch mal, wenn uns am Montag so übersehen. Wir dachten so, das wird überhaupt nicht möglich sein, den Weg zu überleben. Und dann will es erst Mitweg werden, dann sauber das Lächeln am Ende vom Tunnel und wir hatten das alle gebaut. So, wir hatten eine so gesehen, den Weg gehabt. Und Gott sei Dank haben wir nicht den Mut verloren oder nicht viel geworden, was Schule anbelangt. Ich glaube, wir haben einen Teil Mut geführt. Dort, wir tun das Rechte. Und wir wollen das noch mit vollem Schwung tun. So, Dankeschön für uns beten und für uns unterstützen. Dann werden wir nur hier abgehen und ich will mit YouTube noch einmal beten und dann werden wir hier wieder gehen. Himmlischer Vater, Dankeschön für diesen schönen Sonntagsmorgen. Dankeschön für das schöne, frische Wasser, das du uns gibst. Dankeschön für die Gesundheit, die wir haben, dass wir uns hier versammeln können. Wir danken dir, dass du uns den Wort hängen hast, dass wir die kennenlernen können und du dadurch die gewählt wird. Und wir beten, dass diese Sonntagsschule die Herrlichung bringt und dass wir möchten im Glauben abgebaut werden dadurch. Dort beten wir in Jesus Namen. Amen. So gut. So, wer weiß alle, was wir das letzte Werk wollen tun? Wir wollen hier ab 37 lesen, nicht? Wer hat alle hier ab 37 gelesen? Ein paar Stück kann. Muy bien, Dankeschön. So, ihr weißt dann ja, an was sich dort handelt. Aber, bevor wir dann gehen, weil wir nur noch einmal ans Denken halten, was jetzt alles an Hiob. So, wir haben im ersten Fall Hiob, der Gerechte. Okay, das ist wo das Buch anfängt. Dann im zweiten Fall haben wir den Verlust. Okay? Und wir wissen, dass es nicht Struf, was ist das? Wo soll Verlust hier alles? Dat weer een proef. Zei ja goed, so dat was we na een proef. En dan im dritten Fall haben wir den Freund.
En wat is de vriend wisheid? Oké, zin brengt stroef. En wat nog? Oké, zo boete doen. Dat brengt zee. Dat wordt we zeer kort opvoeden wat de vriend verwijsheid had. En dan zijn we nu wat hier in de maand, weil we ons unbedingt Hiob handschrijven. Wat is Hiob zijn meinung aan al dat? Goed, so de heeft dus een trouble en wat jankt den zo zo te doen? De jankt door daar te reden. So de draagt dat zo zeer uit. God, kom wel vandaag, nou wil ik niet met die top doel zijn, dan weet die moet zijn. Ik heb niets slechts te doen, zodat wat du das als aardig. Ja, so God behandelt hem aardig. Oder links allemaal vertaal. Dat is Hiob zijn verlang. Hiob zegt eenmaal, God, kom mal vandaag, ik wil met die top doel zijn, dan wel moet spazieren. En dan is dat een beetje zo dat eng. En dan hebben we op een ferie zondag aangevangen met deze jonge man. Wie weet wat hij heet? Elihu, oké? So, en de vijfde part van deze geschichte komt dan en zegt, well, we weten niet wel jong, maar de aanvings allemaal hier hebben ze een vriend oud. So, dat gaan we dan nu zelfs uitvinden. Wel oud wie hier wil al dat passieren. Wie weet nog wat, hoor. Weet we nog hoeveel hij leeft nu dem? Nee. Een deel jaar. Hij leeft zo lang dat hij nog zijn 10 tjenger frisch gemerkt had. En dan nog die tjenger had nog meer tjenger gemerkt. En dan werd hij oud en dan starft hij. Okay, so hier wie oud en Elihu wie jong en nu wil ik je voor wie deze zin nog schulden van jou daar gaan vragen. Wat is Elihu zijn wijsheid? Okay, God wat allemaal God zijn, wat nog? God wat allemaal rijk zijn, wat nog? Okay, so they stempelt dat aardig en dat ook aardig. Okay? So, ik vreem me dat je al zo weet zijn met de Hiob-geschichte. Wanneer ik aan dat Elihu, kapitel 36 en 37, besonders zijn thema's wat we van Hiob plus weinig van reden. Oder als we glaubt dat afweten. En als deze geschichte zo lang voor je komt, dat we al eenmaal bij Elihu zijn, dan hoor je al gleich maar aan, dat is allemaal datzelfde wat de vriend heeft. Dat is niet datzelfde. So, we willen hier zo handschrijven, God, immer reich. Okay. En we willen van jou den 37. kapitel aangaan. Met deze opene uren, en ik wil dat van jou frisch zo doen, als we dat 4 zondag doen. We willen den ganzen kapitel lezen. En dan willen we ons door zo dan de paar vers nemen, wat ons door een grote leer brengt. So, ik wil met jullie lezen, Hiob, kapitel 37. Du zegt dat is dit. Zo'n arbeid brengt mij zum Zetteren en mijn hartje schlägt ganz wild. Horch doch, wo dat rummelt en wat voor gewitterschlei uit zijn muil uitkomt. Zijn blitz strahlt durch den ganzen Himmel en bedaagt de Erde bei alle Kanten. En dan kracht zijn stem en ängstlich gerollt dat Gewitter. En euer de Schal verjährt, laat hij den Blitz wieder los. Wat God am Gewitter deed, brengt Stonnen en is grof. Dat is großartig en niet te begrijpen voor ons. Hij zegt zum Schnee, nu vol, en te dem Platzregen laat het juichen. Dat alle Arbeit abhielt en God zijn werk anerkannt wordt. De wilde Tieren versterken zich en leihen zich aan ihre Nester. De storm breekt uit
uit zijn spekkerut in de kald drängt durch vom Norden. Met Gott seinen Udem kämmt is, dort breide Wutter als ganz eeuwig Hij merkt eine schwere Dag von Nots und schmidt dem Blitz uit de Wolken. Gott lädt de Wolken alle ween, die drehen krak nu zijn Plun, alle ween op de Erd. Einmal strufen zij dort lohnt, einmal sehnen die met terug Leute. Wenn wir die erste 13 Vers lesen, dann nach Sommerzeit haben, dann geht das noch schein. So, ich weiß nicht, wer von Ihnen all das Sommer hat, bloß mal sich durchgesagt und gecheckt, was der Himmel alles für Interessante mitbringt, aber ich habe. Und dort bloß, wow, da lag es unwird. Und ich finde noch großartig, wo das Eliu hier beschriften, sagt, okay, vielleicht ist es im Moment nur den Himmel checken und dann wird es sein, wow, Gott ist durch. Und alles, was angeht, als Gott sein anwohnt. Der 14. Vers sagt er dann gleich zu Hiob. Horch die das an Hiob und macht die Gott seine Wunder. So, der erste Ding, was Eliu nu zu Hiob sagt, ist, zum Gott kennenlernen, was machen wir dann tun? Bibel lesen. Ja, wie ja, aber was soll Hiob tun? Okay, so, wir wollen das lernen, nicht? So, Hiob ist eine sehr empfindliche Lehre. Der glaubt unbedingt, er hat sich nicht versündigt. Und heißt Gott ist fertig. Und er hat alles verloren und er sagt nu ab, dass er so armakelig steht, wo all seine Freunde am sagen, du hast gesündigt. Und dann hat Hiob alle Sachen gesagt, von Gott, komm mal her, mal sein, wer reich ist. Und nu kam Eliu und sagte, komm mal nur in die Tür. Und dann hing er an und sagte, Hiob, macht die Gott seine Wunder. So vielleicht würde dort ein Rezept sein, dort an erster steht, wenn unser Dom geht, und vielleicht soll ich nicht gut Dom umbrücken, aber wenn du eine schwierige Lehre bist, dann nur Eliu sein Rezept nur soll wir vielleicht, oder nicht vielleicht, dann soll wir uns die Tür gehen bechecken und bloß mal Gott und Gott sein. Und das wird nie für mich. So ich kann mir das mit so gemacht, dass nächstes Mal, wenn ich Schwierigkeit habe, dann will ich erst mal Gott segnen. Und dann will ich die Tür bechecken. Und dann will ich Gott unerkennen vor Gott. Und ich glaube, das wird gesund sein. Wenn Eliu seine Weisheit in diesem Fall findet, ganz am Platz. Ich glaube, wenn wir einen schweren Tag haben und dort nicht scheint, und wir uns würden bloß mal rütteln und einen Stuhl hängen im Haus haben und dort vorne Mann schauen. Und dann bloß mal checken. Und dann Gott seine Wunder schauen, Wunder sein. Ich glaube, das wird uns Gott so weit bringen. Am Vers 15 lesen wir wieder, und dann gibt dort eine Frau. Dann sagt er, verstehst du, wo Gott dort regiert in Blitzstrahlen lädt von den Wolken? Weißt du, was die Wolken hält? Ein Wunder von dem, der alles weiß. Wenn der Hat vom Südwind kommt, kannst du bloß still am Schweit lüren. Kannst du, so aus Heu, der Tag von Wolken, so als ein Spiegel über uns ausspreiten? Kannst du uns lehren, wie Gott sollen sein? Wie Putren anweitend am diesteren Raum. So der zweite Ding, was ich hier so bei der Wunder wird gleich in Bitte schreiben, ist die Frau von Kostüdot. Und ein von den Dingen, was mir persönlich doch ganz besonders ist von der Natur, ist die Welt mit allen Studierern, die kann alles erst was erklären, wo Gott erst was tut. Aber den Wind, wo der Wind herkommt, kann noch keiner erklären. Also, du hast vorhin gesagt, von heiter Wind und kalter Wind und Taubjahr und das und das und das. Aber ich habe vorhin nur geforscht und du hast noch einmal erst ein Beruf genug gewesen, zum sagen, von dort kommt der Wind. Das weiß wir nicht. Und gerade so fing ich diese Frau, was Eliu hier sagt, der sagt, du sagst die mal bitte Dol, und dann check mal, wo das gewettert, und
Laut Gott bloß mal Gott sein. Und dann diese Frauen, du hängst rum, Frauen, dann merkt man dort so, vielleicht soll ich nicht so beruf sein, wenn Gott das gerade sagt. Dann im Vers 20 sagt er, du soll ich mit Gott wollen reden. Würde er mich nicht verdorben? Oh, wow. Okay, so, das ist die Antwort auf das hier, nicht? Hiob hat weit wel veel mal gesagt, ich will mich mit Gott durchsetzen, dann will ich den sein, ich kann nicht gesündigt, und er soll mich geben, was dem hier weggenommen. Das war ich Hiob seine Einstellung verstehen. Und hier nur im Vers 20 sagt er, soll ich mit Gott wollen reden? Würde er mich nicht verdorben? No, ich lese wieder im Vers 21, noch mal rot wie der Himmel dunkel, ob aus der Wind abschäumt, dach dort ab, so dort einer dort nicht anchecken kann. Vom Norden dach dort aus Gold, dort ist zum Stehen in herrlich Raum Gott. Und dann 23, 24 ist die Taubfutung von Eliu und dann sagt er, dort ist nicht möglich, dich und Gott nun zu kommen, der so großartig, stark in ihr Reich ist. Heu ist gereicht in der alles Reich. Deswegen haben Menschen Furcht vor ihm, die wird sich Glück glauben, veracht. Oh wow. Mir hat das Eliu der Meinung von der Buch Hiob ziemlich geändert. Ich fing an mich selbst dort gleich Hiob Buch zu lesen und bei mir ist dort sehr einfach. Also wenn er mich fragt, was will das Buch Hiob uns lehren, dann ist es bei mir, naja, Hiob wir gerecht und die können leiden und das von euch was wurde kommen. Aber das Part ist für mich frisch, im Sinne von Hiob hat diese Einstellung, er will sich mit Gott begegnen und an der klarstellen. Und dort sagt hier so im Vers 23, dort ist nicht möglich, dich an Gott nahe zu kommen, der so großartig stark und gerecht ist. Er ist gerecht und der hat alles reich. Also die Weisheit von Eliu wird wieder nicht noch ein Ding zu bieten. Gott ist immer reich, dort hat wir all diese Hand geschrieben. Was noch ein Ding, was hier so abfällig ist an Eliu sein Rut für Hiob? Okay, das ist nicht möglich, um Gott nun zu kommen. In einem Vers 25 sagt dort, du wen haben Menschen Furcht vor ihm. Wenn Gott immer reich ist, soll mir dort Furcht empfiehern. Also, dort meint, wenn Gott immer reich ist, dann hast du die Possibilität, er kann reich sein und dort merkt eine gesunde Furcht durchwaschen. Und ich finde, dort Hiob hat nicht diese der aufgeladen dort, hey, vielleicht sehe ich auch reich an das. Aber dort sagst du, der wird sich Glückgläuben veracht. So Gott ist nicht bloß immer reich, der gleicht nicht den Menschen, was selbst Glückgläuben zu sein. Wenn wir das Bild nicht bechecken, dann haben wir ein Teil zu lernen, im Sinne von Vorbereitung für Gott seine Rede. Also, wie Menschheit fingen wir uns hier nun ganz aufgedacht. Also, wo wir sein, dass ja von der Tag gereichte Menschen. Da fällt uns ein bisschen was zu tun, nicht? Okay, aber wenn wir mal an das uploaden, ja, dort kann dort von der Menschen geben, die so aus Hiob sind. Oder wenigstens mehr. Okay, ich bin nicht antworten, ich brauche nicht, aber ich glaube unbedingt, dass ja. Ich glaube unbedingt, dass durch die Gnade, die Gott uns schenkt, wir Hiob sein Vorbild nur gehen. Aber dann würden wir uns alle eine Frau fragen, kann dort von der sein, dort an unserer Lebenszeit gerechte Menschen schrecklich leiden? Ja oder nicht? Ja, okay? So dann wollen wir nur zwei Stufen sein, das kann von der passieren.
kann das passieren, dass die Menschen uns, oder wir einmal lieben nicht, wollen mit das beschuldigen. Okay, du hast keine Frau. So, dann sind wir nu al 3 Stufen, wo wir uns selbst anwählen und sagen, diese 3 Dinge, die können von dir zu uns passieren. Also, gerechte Menschen, wo du sehr leiden, und dann noch Freunde, wo beschuldigen für sein, du hast gesündigt und Gott straft dich. Diese 3 Dinge sagen wir gleich jeden Tag. Okay, haben wir dann Menschen, die so aus Hiob verlangen haben, sich für Gott zu rechtfertigen? Okay, ich glaube, das passiert. Und ich glaube, das passiert alle Menschen. Niemand hat er als für angegangen, zu Gott zu sein. Das hat nicht immer du das. Ich glaube, ich sehe reich, weil man mit seinem Mord kommt. Ich glaube, das passiert sowieso. Dann sollen wir diese Frau fragen, haben wir Menschen, die dort ansehen, dort die kosten kranken Mensch sein, laut Gott bloß muss Gott sein. Das wird nie. Okay, ich persönlich, ich habe mich selbst die Frau gefragt, und ich habe meine letzten 10 Jahre mit der Lenken. Und dann frage ich mich, was habe ich alles zu Menschen gesagt, was du gelesen hast? Und dann frage ich mich, habe ich Elihu sein Rezept gebracht, zum zu sagen, Gott ist immer reich. Und kluge Menschen, die müssen sich in Gott und haben ihr Furcht für Gott. So, das Tag ist für mich all eine große Lehre an sich selbst gewesen, um die Welt zu checken und sagen, okay, Christentum soll abwägen und das ein klein bisschen ansenken. Dort gute Menschen kann was Schlechtes passieren, du werden immer Menschen sein, wo du alle Sorten schlechte werden sein, wo nicht anhält, du werden gerechte Menschen sein, wo du leiden und die werden sich proben für Gott rechtfertigen und dann, wer weiß, dass du noch am Englisch, wer wird kommen, wer wird mit Menschen taub, dann nu für Gott kommen und Gott loten Gott sein. Dann sind wir gleich bereit zu Hiob Kapitel 38. Und Hiob 38 fängt Gott an zu reden. Und ich glaube, das ist auch Hochzeit. Also, wenn wir Hiob 37 Kapitel gelesen haben, dann sind wir ganz bereit zu sagen, okay, Gott, nu sei du uns nach deiner Meinung. Und ich finde unbedingt, Hiob wird bloß lang nicht fertig sein, wenn wir nicht nach Gott seine Meinung hören. In diesen nächsten Kapitels, die war ich Taufergen überhüpfen, und da sind so viele wertvolle Frauen, wo ich glaube, wir sollen nicht überhüpfen. So, wir wollen nur so anfangen, wir wollen nur so nicht lesen, Hiob 38, von Vers 1 bis 3. Wer will du so lesen? Sehr gut. So, Moki will Elihu sagen, gut, ich habe mal nun Wara. Und dann bewundert die Gott seine Wunder. Und dann sagt er hier, und ich dort auch war, kriege Hiob das Antwort. Und ich weiß, dass ich meine Imagination einmal mit so weit gehen, aber wenn ich das lese, dann geht mir was mal bösig, weil dann stelle ich mir so eine so schwarze Wald vor. Und er rümmelt, und er kracht, und er blitzt. Und dann kriegt man den Rümmel von Gott an zu Hiob zu reden. Und ich kann mich nicht anders vorstellen, als Hiob, seine 3 Freunde, Elihu und wer immer du noch mal gewesen sind, die haben geflottert und die haben sich um die Wetter gedreht und die haben gehorcht, wenn Gott kommt für den Tag. Und das Video kommt Gott für den Tag. Und dann sagt Gott, seine erste Frau ist, wer glaubst du, dass du bist, dass du mein Verhand in Frau stellst, mit wie die nicht anhält? Okay? Ich finde, dass das ist ein von den Mittelpunkten von der ganzen Hiob. Wer sie ich, wer bist du, zum Gott sein Verhand in Frau stellen? Okay? Das erste Ding, was mir hier abfällt, ist, dass das, was wir gewöhnlich brauchen zu tun. Wir haben immer eine Erklärung für was so Dinge passieren. Nicht?
Ik weet dat onze Duitse kolonie aber drift op een bed, dan heb ik als ik moet spouden, dat is ik heb kan doodkiel en zo'n afschilde zaken. Oder als wir sagen, na, dat heeft bloß so zult, oder sin fin. Aber am sufrimiento fing ik mezelf en de gevoel dat ik allemaal wel een erklärung geven. Dat heeft na, wen dat en dat en ja. Ik fing dat God wil hierop mal wirklich vandaag kriegen. So in Vers 3, verhul die ons een man en horch eenmaal naar mij. Ik heb vrouwen voor die en du zoals mij die antwoorden. Oké, wanneer we ons dit beeld nu bechecken, wat we hier op zijn wens. Maar God te vertellen. Voilà, wat passiert? God wil vertellen. So, eerst zegt God te hier, ben wel luister die dat u mijn verhaan was een vrouw stal. En dan in vers 3 zegt God, oké, nu zegt hij nog maar doel, ik was vrouw, du kannst aanwonen. Dat is wat de speciaal nu wat te lang woont. En dan lezen we hier vrouw. So, we willen ons deze vrouw nu een klein beetje bechecken, bloos de perspectiva, de wat en wies van een God non-checken, verstehen oder wenigstens proben zu verstehen. Wir wollen nur lesen von Vers 4 bis 11. Wer würde gleich hinter lesen? So gut. So, wir haben nur von Vers 4 bis 11 und mehrere Frauen. Wer will mir mal taub fühlen, was diese Frauen für eine Frau ist? Okay? Maar wat van een antwoord hoe we deze eerste vrouw beantwoorden? Deze eerste afdeel beantwoorden. Oké, dat weet we niet. Zijn er nog een paar vrouwen wat we aan deze taaks een antwoord bieden? So, de eerste vrouw is, hoe weerst u? En dat weer een recht antwoord, dat weet we niet. Wat doen de eeuwige vrouw? Die eine Frau an, dann sagen die, wer dort. Okay? So, wenn hier du nicht wer wir du dann? Gott. Okay. So, der erste Part von Frauen, was Wunder soll uns dann nu lehren am Ende, Gott, die merken. En dat is een zeer schmakke wijze waar God deze vrouwen vraagt. En ik weet nou, hier heb je bloos, ik kan niet zeggen. Maar de eerste vrouwen al niet. We willen dus lezen van vers 12 tot 15. Oké? So, we willen mij zeggen, wat is deze tweede vrouw, of wat zal we doen voor een antwoord geven? Unbedingt also Gott, nicht? Wenn die Frau ist, hast du einmal das Licht für ihr geholt. Was wollen diese Frauen uns lehren, von wer Gott ist? Okay, so, vielleicht ist es mit einer schwierigen Frau, aber das ist Gott, der uns hält. Auf Spanisch sei wie sostiene su creación. Die erste Frau ist, wer hat das gemerkt? Und die zweite Frau ist, wer hält das im Gut? Also, Gott hat nicht bloß die Welt gemerkt, und nur mit einem Foto angegeben, und hier habt ihr gesagt, du kannst jeder Tag zum Mars sein, die Sonne soll verkommen. Merkt das an? Gott sagte hier, na, warte mit, ich habe das alles gemerkt, und du wirst du nicht mehr. Nu, dreht das, aber wer hat jeder Tag das Licht für ihr geholt? Und wer merkt das Licht schienen? Und wer bringt die Klärung für den Tag? Das ist unbedingt der Antwort, Gott unterhält. Wenn wir wieder lesen von Vers 16 bis 30, dann kriegen wir noch mehr interessante Sachen. Und ich werde lesen, hier ab 38 von Vers 16 bis 30. Bist du gewiss, wo das Wasser unten im Meer hineinfällt, oder hast du den Boden vom Meer neu gesagt? Hast du die deren gesehen, hängen wohnen die düstere Welt von den Verstorbenen ist? Weißt du, wie groß die Erde ist? Sei mir dort, wenn du dort weißt. Ab wohnen war ich, wo du die Stadt fing, wo dort Licht herkommt, und wo kommt dort düstere her? So, dass du wirst den Weg weiten, und die können Träg nur ihre Stadt leiden.
Du wirst dort doch wohl weiten, du bist hier aus, wenn du so alt bist, und dann all du wirst. Bist du an den Spicker gewesen, wo der Schnee herkommt, oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt, der ich für dann abgewahrt habe, wenn dort schwer geht, und für die Zeit, wenn der Krieg in den Kampf kommt. Ab wohnen war ich kommt einer nur der steht, wo der Blitz geschmeten wird und wo der Ostwind über die Welt verspreit wird. Wer hat daran gemerkt, dass der Platzregen aufrannen kann in den Wachgemerkt für den Gewitter? Dass der Regen durchkommt, wo keiner wohnt, in einer Wildnis, wo kein Mensch geht. Und so, dass die Wildnis zufrieden ist und das Gras aus der Erde kommt. Du hast doch kein Futter, was du tun, dass der Regen in der abkommen. Hast eine Mutter Eis zur Welt gebracht oder die Erde bedäft, so dass das Wasser hart wird aus Stein und alles aufgefroren ist? Hey, du sind da Frauen, wo du fehlt zu antworten, nicht? Und vielleicht sind wir die Frauen. Vielleicht würde ein Exerzicio sein. Wie viele von diesen Frauen würden eine Antwort wollen? Wir wollen alle sein können. Der Idee ist, dass die Menschen weiten mehr von dem Mond als von dem Meer, wenn das Meer ist recht allmählich zu erkennen. Und dort ja mir ganz gut zu weiten, dort wir können nur im Himmel checken, in den Mond bechecken, wenn Gott wisst uns das, aber im Meer werden wir uns nicht nennen, wenn wir weit von den Knieperstuhln in Deutschland sind. So, ich finde diese Frauen bloß eigentlich großartig. Aber dann sollen wir hier so, die dritte Frau, uns Frauen, wer ist Gott vom Versast hier mit dich? Gott ist der, wer das gemerkt hat, Gott ist der, wer das unterhält, und dann für der dritte Pack, wer ist Gott du? Das ist der Gott, wo du alles kannst. Okay? Gott chant. Ich weiß, die Psalmist schrift dort, wenn du ein Feld so rauffällt, Gott weiß das. Oder wenn deine Haare geht, da weiß Gott. Aber ich finde das Text als so besonders im Sinne von Gott weiß. Nicht bloß so boven Eva. Gott fragt hier, Frauen, bist du in Meer gewesen? Weißt du, hast du den Mutbund Eva geholt, zum Sein von der Welt? Weißt du, wo der Regen herkommt? Oder hast du einen Schatten, dort soll regnen, oder Eis geben, oder Schnee? Und ganz unbedingt ist der Antwort, no, hier weiß nicht. Gott kennt alles. Gott kennt die Welt, was Gott gemerkt hat. Von Vers 31 bis 38 habe ich dann noch mehr. So, wenn die Erde in unsere Welt dann vielleicht auch besonders ist, aber hier so im Vers 31 geht Gott wieder mit noch ein paar so besondere Frauen, wo dort sagt, kannst du dort 7 Stieren taubeng zu eint oder Orion sein Mantel aufmerken? Wenn ihr nicht wisst, das sind verschiedene Arten Stirns, was wir alle mit bechecken. Nochmal wenigstens. Kannst du die Stirns nur der Rehluten abkommen und dort kleine und dort große Schapje ihre Tiden sagen? Verstehst du, wo die Sonne, Mond und Stirns ihre Ordnung haben und kannst du bestimmen, was die ab ihr tun? Kannst du mit deinen Stimmen die Wolken verseien, so dass es Säure ab die regnet? Kannst du den Blitz raufschicken, so dass die deinen kann? Wer versteht die Wolken zu regieren und wer weiß, woran dort däven det? Wer ist so klug, dass er sagen kann, wo viele Wolken da sind und wer kann den Regen ab ihr deuten, so dass die Erde ein glatter Boden wird und dort Blatt Glitter taubal. Ich freue mich, dass der Vers 35 ganz klar ist, dass wir nicht Blitz regieren, wenn ich würde machen. Ich würde machen, je gleich einen Blitz aus der Hand schicken. Aber das fehlt, dass ich das nicht kann, wenn das soll bloß Gott tun. Aber diese Frauen, die luten mich unwird in Wirklichkeit, wenn, wo was noch sein, nur dem, dass Gott sich offenbart durch diese Frauen. Also nicht bloß ans Erdball,
aber alles, was man an der Welt zu tun hat, die Stieren und wo die nur Riegen, alles merkt Gott hier an diese Frau klar, dort nicht bloß Gott zahnt alles, aber Gott zahnt alles. Du hast nicht eingelogen, mang dort, was Gott zahnt. Und vielleicht soll uns das Denken halber sein dort, wenn du gleich die kostliche Dinge haben, vielleicht ist es noch einmal allein. Ich glaube sagen, du kannst nicht, aber du kannst hier wieder lesen, aber schon weit. 39 bis 41 sind noch einmal ein paar Frauen. Kannst du Tieren bringen, dass die Leib freten kann und dass die jungen Leibs sich satt freten. Wenn die sich an ihre Heulen verkrüpen oder die sich an ihre Nasta verstärken, wer jaft die Kreuen zu freten, wenn die für Hunger rumstolpern und ihre Jungen nur Gott raupen, nur mehr aufhören? Wer ist Gott? Wenn hier wir das nicht. So, dann will ich hier so ein Punkt Nummer 4 handschreiben. Gott zahnt alles. Und was ist Gott noch? Allmächtig. Der Versorger. Das jetzt schein, ne? Das jetzt schein, das zu lesen, im Sinn von den Denken halber dort. Wow, ich kann noch nicht uitgevonden zu was eins zu tun sein, aber die leben, wenn Gott das eten darf. Und ich will mich lernen, dort an zu sein. Und glaub mir, ich sehe einer von denen, was das Vater nur Glück alt hat. Aber Gott fragt hier, wer hört, wenn die Kreuen ihre Kickeltjes hungert? Und das ist Gott. Stell dir vor, du gehst mit deinem Kind taub und du sitzt nass und dann sagst du Eiertjes ben. Und dann sagst du zu denen, Gott im Himmel, der weiß dort hier warm will Kickeltjes sein. Und der wird warm zu wegschaffen, dass diese Kickel waren groß waren. Das ist eine neue Sorte von Gott noch. In einem Kapitel hat Gott mir so viel damit gelehrt. Und ich stelle mir mal so vor, hier haben sie eine Frau. Diese Frauen zu beantworten, haben hier ab 38, die bringen uns auf eine ganz neue Staub von Gott kennenlernen. Gott, der Versorger. Wenn wir uns nu frisch das Bild von hierboven bechecken, und wir wissen, dass du sind Menschen, die an hier seine Lehre leiden. Und wie dann Eliu seine Rutwuren annehmen und sagen, okay, weil wir Gott kennenlernen und seine Wunder bewundern, dann haben wir hier nu 4 Dinge, und was von Orten wies, wie kann Gott kennenlernen. Erstens, Gott ist der Merker. Du hast nichts, wo du existiert, was Gott nicht gemerkt hat. Zweitens, alles, was Gott gemerkt hat, das unterhält Gott. Der Sohn kämpft nicht für ihn, hat jeder Tag fair. Gott sagt, der kriegt dafür. Gott chant. Du hast nichts gemerkt, was Gott nicht anbietet. Und dann noch, Gott versorgt. Du hast nichts, was Gott gemerkt hat, was du als Wesen dran wesen. Gott versorgt. Und ich stelle mir mal so vor, dort, wenn Gott die Kreuen ihre Kickel versorgt, dann will wir auch an unseren Namen mit beschreiben und sagen, meine Kinder hungert Gott weit dort. Und dann wird die Mehl schaffen, dann wird ich das eten, nicht? Aber ich will unbedingt mit einem demütigen Hort und diese Geschichte anschauen und mich von Gott belehren. Ich will mir diese Frauen mit unserem Rezept durchstellen und sagen, wenn ich einen Tag glaube, ich weiß alles, dann will ich trägen nur hier ab 38. Und dann will ich mich demütig durchsetzen und sagen, Gott, ich will dich kennenlernen. Ich muss wissen, wer du bist. Wenn bloß dann, was ein gesunder hat, eine Strahlung kriegt, über was mir passiert. Weil wir zu beten. Gott im Himmel.
Wir danken dir, dass du Gott bist und dass du regierst und Macht hast über alles. Wir beten, dass wenn wir wieder und hier deine Frauen lesen und bewundern, dass wir die wollen kennenlernen auf dem gesunden Weg. Ja, von uns Demut und ja, von uns Handgebung, dort Tote stehen, dass du hast uns gemerkt, du versorgst uns. In alles, was mir uns Leben anbelangt, dort hast du in der Hand. Wir beten, dass du mit uns sein in dieser Zeit, uns Weisheit und Verständnis geben, die wird gegenüber und möchtest du verherrlicht werden durch uns Leben. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen.